Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Offline-Reaction. Es ist tatsächlich wieder mal ein Video online gekommen, das tatsächlich in die Schweizer YouTube-Trends geschafft hat. Und zwar, das Video von Easy Magazine nennt sich «Wie man Internetbetrügern das Handwerk legt». Da bin ich jetzt auch so gespannt wie ein Bogen. Hinter mir ist ein riesen Puff. Es tut mir schrecklich leid, aber Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Let's go, wir gehen rein in das Video. Ich bin gespannt, was der Sedi mir zu erzählen hat. Wie ist die Einstellung eigentlich beim ersten Date? Gibt es da schon Sex oder nicht? Ey, der sehe ich mal gesäckelt, du! Der ist Hilfall, hat wieder mal richtig zugeschnappt, meine Freunde. Angefangen hat. Es wird wild. Wenn das Video von Easy Magazine in den Trends ist, es wird wild. Ich bin wirklich gespannt. Ich bin wirklich gespannt, Mann. Alles mit einem sehr, sehr günstigen, online inserierten Wegezimmer. Traumhaft, oder? Die Bilder! Schaut euch das mal an. Das ausgerechnet hier bei uns in der Stadt Zürich. Hier, warte. Das da hier sind Bilder. Wunderschön. Bei uns in der Stadt Zürich, was sonst schon super schwierig ist, ein bezahlbares Dach über dem Kopf zu finden, gerade als junger Mensch. Leider hat es aber einen Haken. Wenn man sich nämlich jetzt als junge Frau via E-Mail auf die Wohnung bewirbt, dann antwortet einem zuerst mal eine Vanessa, die anscheinend schon in dieser Wege rein wohnt. Vanessa? Ja, da kenne ich ihn. Und schreibt dir Folgendes. Johannes, da hinten, da. Leider gibt es ein Okay, Sedi. großes Hindernis, um diese Top-Wohnung zu bekommen. Für mich und meine Kollegin war es okay, da wir alle Single waren. Ich gehe mal davon aus, du kannst dir vorstellen, was der Eigentümer einmalig vorab fordert. Was? Wenn ich dort einziehe, ich muss mich quasi in die Wohnung reinfinden. Das war dann der Moment, wo ich kurz innehalten musste, tief in mich hineingekehrt bin und überlegt habe. Gut, dann wird halt gefickt. Ja, also wenn er nicht gratis dort kann wohnen, also... Nein, Spaß ist natürlich nur ein Witz. Wenn so etwas irgendwie auch passieren sollte oder irgendwie die Person, die ihr kennt, meldet es der Polizei. Ganz einfache Sache. Da so etwas gibt absolut Schmutz. Dann haben wir dem Eigentümer mal geschrieben und wer hätte es gedacht, der Vogel hat uns tatsächlich geantwortet. Ich bin 35 Jahre alt, Schweizer und habe mehrere Wohnungen geerbt. Mein Vorgehen ist immer gleich. Kennenlernen, intimes Treffen, Wohnungsbesichtigung, Vertrag unterschreiben. Erzähle mir doch ein bisschen von deinen sexuellen Vorlieben und was dir beim Sex besonders gefällt. So etwas macht mich aggressiv. Wieso Wichser in eine Machtposition wie die ausnutzen, um Frauen oder umgekehrt, aber gar nicht mal nicht davon aus, um Frauen zu bekommen. Also, Schmutz, also wirklich, es gibt kaum... Ja, es ist einfach scheiße. Du Sauhund, ey! Soll ich dir sagen, was mir gefällt? Was mir gefällt, ist zum Beispiel die Wohnung. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass mit der auch irgendetwas nicht stimmt. Aber wie komme ich eigentlich zu dieser Annahme? Ganz einfach. Es gibt also so ein Tool namens TinEye, damit kann man sogenannte Reverse Image Search durchführen. Sprich, man ladet das Bild in das Tool rein und das durchsucht dann das ganze Internet, ob genau das Bild schon mal irgendwo auftaucht ist. Und wenn man da jetzt das Bild nimmt, von dieser Wege, die er anbietet, und da reinzieht, dann sagt mir das Tool, dass die Wohnung gar nicht in Zürich ist, sondern auf einer Immobilienplattform in Berlin auftaucht. Aber das wäre ja... Betrug? Betrug? Kurz zusammengefasst, unser Internetbetrüger bietet also jungen Frauen bezahlbaren Wohnraum an, wo er gar nicht hat, wenn sie dann mit ihm ins Bett hüpfen. Was ist da eigentlich ganz genau im Busch und wie kann man sich schützen? Das haben wir von Marco Cortesi, Mediensprecher von der Stadtpolizei Zürich, wissen. Das ist eine Legende, der Marco Cortesi ist eine absolute Legende. Er hat nicht einmal die Wohnung geerbt. Stell dir vor... Scheiß auf. Wenn ich jetzt Ihren Sachverhalt anschaue und aufgrund von dem eine Beurteilung vornehmen müsste, ist das schwierig, weil mir Details fehlen. Aber das, was Sie mir gesagt haben, muss ich sagen, solche Leute müsste man eigentlich aus dem Verkehr ziehen. Können Sie da vielleicht so 2, 3 Sachen sagen, an welchen Kriterien dass man so etwas festmachen kann? Es kommt vermutlich kaum einmal vor, dass ein seriöser Wohnungsmakler jemanden zuerst zum Kaffee einlädt und nachher Forderungen stellt. Wir sollen doch zuerst einmal ins Bett gehen mit ihm, bevor das überhaupt die Wohnung näher angeschaut wird.
Grundsätzlich kann man sagen, immer dann, wenn man etwas vorauszahlen müsste oder eben eine sexuelle Leistung anbieten oder andere Gegenstände, die man deponieren sollte, bevor irgendetwas anderes passiert, spätestens dann müsste man mal auf die Bremse stehen und sagen, halt, stopp, da stimmt vermutlich irgendetwas nicht. Ja, also ich glaube, die meisten Leute hätten das verstanden. Also, no front, Marco Cortesi, aber ich glaube, die meisten Leute wissen, wenn du eine Wohnung mieten und der Vermieter dafür Sex verlangt, also... ja. Was man sicher machen kann, ist wegen sexueller Belästigung eine Anzeige bei der Polizei machen, wenn so etwas läuft. Aber dann muss man einen Strafantrag unterschreiben. Und dann muss man die andere Seite auch hören. Wenn man jetzt Zweifel hat, dann kann man immer zur Stadtpolizei Zürich gehen und man wird immer gut beraten sein. Und da habe ich es gewusst. Der alte Gauner, den will ich kennenlernen. Wir haben dann ein paar Tage mit ihm hin und her geschrieben und irgendwann war es dann tatsächlich so, dass er uns ein Treffen angeboten hat. Dann ist aber etwas passiert, wo wirklich niemand damit rechnen konnte. Bitte sende mir ein Selfie von dir, damit ich dich auch erkenne. Ja, logisch. Ich bin ein junger, attraktiver, gut aussehender Mann. Aber wir haben ja uns die ganze Zeit schon im Mailverkehr als Sarah 23 ausgegeben. Dann haben wir auch eine Sarah 23 gebraucht. Und darum ist sie heute da. Sarah 23! mit was für Sauhunden willst du eigentlich jetzt wieder treffen? Oh, ja, das war deine Idee. Nicht meine. Du, jetzt machen wir das. Und ich finde es eigentlich mega wichtig. Solche Leute musst du einfach rausziehen. Und du musst so einem Typ sagen, hey, Dude, nein, geht nicht. Wir bräuchten jetzt noch ein Selfie von dir. Machst du am besten schnell? Ja, dann können wir ihm noch schnell eins schicken. Ich glaube, das nehmen wir. So, jetzt noch schnell ernst, weil man sich da wirklich in eine Situation begibt, wo man schlecht kann steuern oder beeinflussen kann, haben wir natürlich auch da gewisse Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Also ist Eistee das Codewort? Mit Zucker, richtig. Safe Word Eistee. Ich wirklich unerkannt bleiben. Es werden da Massnahmen ergriffen. So. Wir haben wirklich nichts am Zufall überlassen. Wir sind sogar schon einen Tag vorher die Location auskundschaften. Und dort, wo es dann schlussendlich auch zum Showdown soll kommen, haben wir natürlich auch einen Sicherheitsfilm postiert. Der Milo halt. Milo! Ja. Hast du Karate oder was hast du für Skills? Keine. Ja, aber der Milo, ganz ehrlich, der Milo kann gar nicht. Der kann nie noch mehr. Aber mit wem werden wir es da genau zu tun haben und wieso gibt es gewisse Menschen, die so etwas überhaupt machen? Das hat Silvia von der Sexual- und Psychotherapeutin Tanja Schifftan wissen. Das Problem an so einem Typ ist, dass der wahrscheinlich einerseits von sich selber das Gefühl hat, er kriegt nicht auf eine andere Art eine Frau. Auch wenn er gut aussieht etc., hat er wahrscheinlich nicht so gut Selbstvertrauen, um das selber zu können. Andererseits aber ist mit so quasi kriminellen Sachen auch immer eine Aufregung verbunden. Also der hat auch profitiert wahrscheinlich recht von dem Kick, um zu sagen, hey, ja, vielleicht gelingt es mir, mit welcher gelingt es mir, wie ist das? Und dann ist eben Aufregung und Erregung mega nahe beieinander. Und darum wird das immer wieder so probiert auf verschiedene Arten. Aber dahinter liegt garantiert auch eine Unsicherheit, um irgendwie merken, wahrscheinlich komme ich nicht auf in dem Sinne positive Art zu dem, wo ich das Bedürfnis habe. Ja, und nach all diesen Vorbereitungen hat er dann noch das letzte Mal geschrieben. 13 Uhr immer noch gut für dich, pünktlich oder früher später dort. Ja, logisch sind wir pünktlich. Wir warten schon seit 2 Stunden auf dich, Kollege. Komm endlich. So, er ist jetzt gekommen, er hat jetzt Platz genommen, sie reden jetzt miteinander. Und ich habe eigens für den heutigen Anlass Moderationskarten angefertigt. Und wenn es für den C-Schild Love-Tag Moderationskarten vorbereitet, dann weiss man immer, es wird ein ganz spezieller Event. Alter, wenn die dort herlaufen und der Typ das sieht, ich habe ja im Intro mehr gesehen, dass er wegrennt. Also ich bin gespannt. Der Sieg nimmt also seine Beine hin. Das ist dieses andere Schnelle wird der abfatzen. Wir warten jetzt noch auf das Codewort Eistee und dann gehen wir raus. Also und der Ablauf, ich meine, du hast den Ablauf geschrieben, aber wenn mir jetzt die Wohnung nicht wird gefallen, dann hast du ja wie das bekommen, was du hast wollen, wie ich nicht. Ja, das ist richtig. Das ist schon so. Also das ist ja, eigentlich das ist so. Darum schickst du mir Fotos von der Wohnung. Für mich ist halt, ich bin natürlich jetzt schon ein bisschen in einer Notsituation in dem Sinn. Also ich brauche jetzt halt wirklich eine Wohnung. Dann machen wir das, also wo willst du? Ich habe das Hotelzimmer. Du hast ein Hotelzimmer für mich getan. Okay, also wir machen das Treffen und dann, wenn es für uns beide stimmt, dann kriege ich die Wohnung. Ja, dann hast du Chance.
das Zimmer anschauen. Dann habe ich vielleicht die Chance, um das Zimmer anzuschauen. Und dann kommt alles drauf an. Okay. Alter, das hier, nicht einmal lenkt es, dass sie mit ihm ins Bett geht, sondern erst dann bekommt sie die Chance, mal die Wohnung zu sehen. Imagine, Mann. Zürich, was ist denn los, Mann? Und dann kann ich sagen, okay, ich würde dir den Vorzug geben. Ich würde aber nie mit irgendwie Hoffnungen machen. Ich meine, die Chance sieht sehr groß. Aber eben, es gibt auch noch jemand anderen oder so. Nicht, dass dann irgendwie heisst, ja, hey, du hast mir versprochen oder so. Es ist nie sicher. Ja, für mich ist halt, das ist wirklich, ich meine, wenn wir jetzt ins zweite Treffen gehen und dann entscheidest du dich dagegen, habe ich wie... Also hast du bekommen, was du hast wollen und ich ja wie nicht. What the fuck, Mann? Alter, der hier, er trifft sich mit der. Nur zum... Und er hat noch Dreistigkeit. Stell dir mal vor, er hat noch Dreistigkeit, einfach ihr zu sagen, ey, die Wohnung, die ist nicht garantiert. Klar, das ist auch schon Nummer 3, dass ich überhaupt über das diskutieren oder mir das überhaupt überlegen, aber ey, das... So ein Wichser, Mann. Gut, vielleicht hat es ja dich gefallen und hast gleich wenigstens... Und die Wohnung gibt es ja nicht einmal. Also die Wohnung, die anscheinend gibt es ja gar nicht. Ja, logisch, ja. Who knows? Ich habe auch schon Frauen gehabt, die haben die Wohnung nicht klar oder nicht bekommen. Und mit denen die habe ich gleich noch gesehen. Ja, weiß nicht. Aber sonst erzähle ich über dir. Hey, ich weiss, ich bin ein bisschen nervös. Ich glaube, ich brauche ein bisschen Zucker, ein Eistee oder so. Eistee? Oh nein! Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom C-Schild Love Talk. Da haben wir wieder ein Bärli. Wie läuft es bei eurem Date? Ich glaube, sie gehen mal weiter. Ist das Date im Fall ist noch ein bisschen am Scheucheln? Sind ihr euch erst gerade am Kennenlernen oder wie? Können Sie bitte weg? Beim ersten Date gibt es da schon Sex oder nicht? Ja! Gibt es da schon Sex oder nicht? Und Entschuldigung schnell, noch die Millionenfrage. Wie ist eigentlich Ihre Einstellung dazu, Wohnungen im Internet anzubieten, die es gar nicht gibt und im Gegenzug von verzweifelten jungen Frauen Sex einzufordern? Ja, schon gewusst, dass sie nimmt seinen Bein haben. Alter, das ist schon ein bisschen länger her gefilmt, oder? Wieso haben sie denn überhaupt das Kaffee können ziehen? Hä? Oh mein Gott, Alter. Entschuldigung, wir haben da noch einige Fragen. Chatverläufe zum Beispiel. Hey, der sehe ich mal gesäckelt, du. Ich glaube ja gar nicht, wie lange wir da noch dranbleiben können. Weil konditionell bin ich nicht so stark. Aber mal schauen. Alter, Mann, what the fuck, der sehe ich. Wo er rangeht. Und ich extra Moderationskarte gemacht. Ja, da haut er ab. Er ist gekommen, aber er ist nicht gekommen. Er ist nicht gekommen und gegangen, sondern er ist nur gekommen und gegangen. Oh, schau, der säckelt immer noch, du, der ist fit. Ciao! Tschüss! Und jetzt noch zu dir, mein flinker Freund, mit so viel krimineller Energie, wie du das da aufgezogen hast. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass du das nicht das erste Mal gemacht hast. Und du bist wahrscheinlich auch nicht der Einzige. Du hast dir unglaublich viel Mühe gegeben, deine Identität im Internet zu verschleiern mit Fake-E-Mail-Adressen, falschen Namen, niemals Handynummer austauschen und so weiter. Und weil wir da bei Easy auch ein grosses Herz haben und rechtschaffende Journalisten sind, haben wir dich in diesem Video sogar unkenntlich gemacht. Glaub aber nicht, dass wir nicht herausgefunden haben, wer das du bist. Ja? Gut. Weil, wer haben wir denn da? Kannst du dich noch erinnern an die Hochzeit von Marco und der Christine? Wo du da Hinter dran sehen wir hier so das Bild von ihnen. Von ihm. Verpixelt natürlich hier. mit dem Mikrofon vorne am Reden warst. Verrückt, hä? Wir nämlich schon. Bis bald und bleibt sicher. Am Schluss nicht vergessen, Easy Auto auf YouTube abonnieren. Ja. Real Talk. Wenn ihr auch etwas in dieser Richtung erlebt oder wenn euch etwas so passiert, sofort melden, sofort der Polizei melden. Easy. Baba-Video. Sehr, sehr nice. One is the loneliest number that you'll ever